Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ich beantworte eure Kommentare. Session, Video, wie auch immer. Damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Ja, heute dreht sich natürlich alles zu den Kommentaren und zu den Kommentaren von der Pressekonferenz nach dem Champions League-Auftrag gegen Manchester United, was ja ein wildes Spiel war. Und wenn ich so eure Reaktion im Discord gesehen habe, bin ich ja noch der positive Teil. Fand ich ja völlig schockiert. Habe ich ja anscheinend den einen oder anderen Spieler wohl eher zu positiv bewertet, wa? Aber ich bin gespannt, was für Kommentare da sind. Okay, fangen wir an. Upamecano zeigt immer zwei Gesichter. Er ist bockstark, aber hat unter Stress immer ein Patzer parat. Opa ist für mich wie Boateng in seiner Anfangs-Bayern-Zeit. Vielleicht Upamecano mal als Rechtsverteidiger testen und De Ligt mit Minje als Innenverteidiger. Bin mit dem Spiel extrem zufrieden. Sie haben das erste Mal trotz hektischen Phasen versucht, ihre Sicherheit zurückzuholen und sind nicht gefühlt wieder komplett zerfallen, auch wenn die Gegentore zum Teil amateurhaft waren. Ja, das sehe ich ähnlich. Zu Opa gebe ich dir recht. Das ist auch noch eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich es auch schon in einem der letzten Videos erwähnt habe. Man darf halt nicht vergessen, Opa ist jetzt auch noch keine 28 und hat schon die super seit 3 Jahren konstante Leistung und super Erfahrung, international, sonst was. Nee, ja, das darf man immer nicht vergessen. Und ich denke, bisher jetzt diese Saison habe ich jetzt nicht den großen Riesenpatzer gesehen von ihm. Ja, klar, dieser Pass da auf Kimmich, der war dumm. So, da muss man gar nicht drüber reden. Auf der anderen Seite war es von Kimmich genauso dumm, sich da anzubieten. So, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, er will dann vielleicht den Gegenspieler, den er an der Hacken hängt, da ein bisschen wegziehen, aber ja, dann kann ich auch woanders hinlaufen und nicht irgendwie gefühlt so auf den Opa zu, so gib mir den Ball. Das muss man dann auch mal ganz klar sagen. Ja, aber natürlich, Opa ist der in der Verantwortung und hat dann da den Kimmich nicht anzuspielen. Ja. Aber ich bin mit der Entwicklung diese Saison, war ich aber auch letzte Saison, ja, wo bis zu den Champions League Spielen gegen Manchester City war Opa eine Maschine, Alter. Ja, eine absolute Maschine, muss man einfach so sagen. Und es ist zu hoffen, dass nicht wieder so ein Aussetzer kommt. Ja, aber bisher finde ich aber auch, ja, wie du sagst, er hatte sonst auch letzte Saison schon immer so diese Wackler drin, wenn mal ein bisschen Druck da war und war immer ein bisschen fickerig. Das finde ich, hat er im Moment nicht. Also das finde ich, für mich kommt er anders rüber. Da hat er nicht mehr so dieses fickrige und hebelige, gefällt mir bisher sehr gut. Diese Experimente müssen endlich beendet werden. Leimer rechts, mal Opa probieren, etc. Kimmich auf rechts außen. Wenn es dem feinen Herrn nicht gefällt, darf er gerne den Verein wechseln. Nur zu, wenn Tuchel so weiter verfährt mit gewissen Dieven, holt Bayern keine Titel, wie du sagst, die Gegentore sind amateurhaft und das nicht nur heute. Gegen Bochum kommt das nächste Rumgeeier. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das ein souveränes Ergebnis wird gegen Bochum morgen. Ja, ich denke auch. Also jetzt anfangen, irgendwie rumzutesten mit Opa auf der 6 oder Opa auf Rechtsverteidiger oder so. Ich denke, Opa kann das spielen. Wir haben unterm Nagelsmann Dreierkette gespielt. Gut, da war meistens Pavard der Rechte in der Dreierkette, aber auch da war Opa ab und wann mal der Rechte, weil Pavard in der Mitte war. Ja, er könnte das schon spielen, gehe ich von aus. Aber seine Stärke haben wir doch ganz klar gesehen. Ja, jetzt auch in den bisherigen Spielen. Seine Stärke ist das Mann gegen starken Stürmer. Und halt auch das nach vorne verteidigen, was du als Außenverteidiger eigentlich nicht so tust. Ja, als Außenverteidiger läufst du mit den Spielern mit, versuchst die Räume zuzustellen, versuchst die Leute an der Flanke zu hindern. Ja, also ich denke, Opa ist, der Stärke ist schon Innenverteidiger. Auf der 6 könnte ich ihn mir vorstellen, gar keine Frage. Aber ja, ich denke auch, es ist jetzt nicht mehr die Zeit, um jetzt rumzutesten. Ja, das hätte man in der Vorbereitung machen können. Jetzt geht es darum, eine Formation zu finden, die funktioniert. Die amateurhaften Tore habe ich in den Videos oft genug gesagt. Liegt für mich einfach daran, dass da hinten kein Anführer ist. Ja, der einfach die Initiative ergreift, der die Verantwortung trägt, der die Anweisungen gibt.
So kommt mir das vor. Ja, das ist, ja, man darf halt auch nicht vergessen, Upa und Min-Jae spielen jetzt was? 4 Wochen zusammen? 5 Spiele? So, das war's auch. Ja, muss man auch mal ganz klar sagen. Dass da die Abstimmung noch nicht da ist und wenn dann von denen noch keiner der Chef ist, der den anderen irgendwie Anweisungen gibt und so, ist halt schwierig. Sané fühlt sich richtig wohl gerade, man merkt, der macht richtig Bock zum Gucken, so spritzig. Kane muss er trotz allem besser bedienen. Sané gefällt mir nach vorne hin auch sehr gut. Was mir gegen Manchester United nicht gefallen hat, war seine Defensivarbeit. Also ein Leimer stand da viel zu oft gegen 2. Ja, das muss und darf nicht sein. Ist immer noch besser wie beim Gnabry, seine Defensivarbeit. Und ab und wann zieht er ja auch den Sprint mit an. Aber das muss wieder einen Tacken besser werden, finde ich. Nach vorne bärenstark. Man sieht, er hat Bock. Aber auch seine Körpersprache, ersten 30 Minuten war wieder sehr schwierig. Ja gut, da müssen wir uns dran gewöhnen. Das ist seine Art. Das wird man auch nicht ändern können. Ne? Das ist einfach seine Art, sein Charakter. Der ist so, denn dass er dann so wirkt, als hätte er keinen Bock, als wäre er beleidigt. Dass es nicht so ist, zeigt er ja dann, indem er weitermacht. Ne? Aber es ist schwierig, das so zu bewerten, wie es vielleicht von ihm gemeint ist in den Situationen. Und finde ich immer auch ein bisschen respektlos so den Mitspielern gegenüber. Ne? Aber ja, so ist es. Nach vorne hin macht er Spaß, obwohl ich auch da sagen muss, die ersten 30 Minuten ja zu viel wieder gelaufen. Ja, wir brauchen jetzt nicht den, wie bei Musiala die Spiele davor. Wir brauchen jetzt nicht so diesen, oh ja, ich dribbel jetzt 10 Leute aus und will das Ding unbedingt machen. Ja, wenn es so à la Robben ist, annehmen, mal 2 Leute stehen lassen, aufs Tor schießen, alles gut, fühle ich komplett. Aber teilweise dieses linke, rechte Seite den Ball annehmen und dann quer übers Feld laufen auf die andere Seite. Weiß ich nicht. Fühle ich jetzt nicht so. Ansonsten macht er mir auch Spaß und er muss ganz klar Harry Kane mehr einbinden. Ja, Harry Kane hat mehr Sané eingebunden in der zweiten Halbzeit wie umgekehrt. Ja, und er ist der Neuner. Ja? Also Verbesserungspotenzial ist da, aber dafür, dass er sonst immer so ein bisschen abwesend, nicht so richtig Bock rüberkam in der letzten Saison, ist es diese Saison auf jeden Fall sehr, sehr viel besser. Ich hoffe, es bleibt so und ich hoffe, er findet auch wieder ein bisschen besser die, ja, wie sagt man? Ich habe wieder Wortfindungsstörungen heute. Das Verhältnis von offensiv zu defensiv. Das war in den ersten Spielen ein bisschen besser wie gegen Manchester United, fand ich. Aber bisher ein sehr, sehr guter Start von Lieber in die Saison. Gar keine Frage, ja. Und der Spaß macht da vorne anzuschauen, ja. Und wenn Musiala jetzt wieder so diese Leistung hat, wie er sie gegen Manchester United hatte, haben wir schon mal 2 da vorne. Harry Kane brauchen wir nicht drüber reden. Ja, dann fehlt uns nur noch einer auf der linken Seite. Und dann sieht's so gut aus. Verdienter Sieg von uns. Mit den ersten 20 Minuten war ich nicht zufrieden, aber da haben wir super gespielt. Ja. Ich habe es ja in dem Video gesagt, erste Halbzeit fand ich uns jetzt, war schon ein bisschen schwierig. Zweite Halbzeit fand ich es richtig stark von uns. Auch wenn wir da, ich weiß, ich kann es selber nicht erklären, 2 Gegentore gekriegt haben. I don't know, aber ansonsten habe ich eine gute Leistung gesehen, zweite Halbzeit. Die Flügelspieler müssen mehr Defensivarbeit leisten, ja. Sané hat das in den letzten Spielen immer wieder gut gemacht. Gnabry tut da gar nichts, richtig. Ribéry und haben diese Ehre unter Heinkes eingeläutet und man war damit erfolgreich, dann würde ich einfach noch Tell auf den Flügel für Gnabry bringen und schon hätten wir wahrscheinlich mit 5-1 geführt und es wäre nichts mehr angebrannt. Sehe ich genauso. Wenn da gestern ein anderer Gegner am Platz gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich nach den ersten 25 Minuten schon Minuten zur Halbzeit gehen können. In die Halbzeit gehen können vielleicht nicht, aber wir hätten sehr wahrscheinlich 1 oder 2 Tore kassiert, ja, da bin ich bei dir. Offensiv war das bis auf die mangelnde Chancenverwertung der zweiten Halbzeit recht gut, sehe ich auch so. Defensiv ist halt das gleiche Thema wie letztes Jahr auch, da fehlt die Abgeklärtheit, die Ruhe unter Anlaufen des Gegners und die Hilfe von einem Sechser als zusätzliche Anspielstation. Ja, sehe ich auch so ein bisschen so, aber nochmal, ich denke, da hinten fehlt einfach der Mann, der die Kommandos gibt. Der alles ordnet, der fehlt.
Ja, meiner Meinung nach. Ansonsten stimme ich dir zu. Ja, und mit dem Gnabry, ich denke, ohne Worte, dass sie ein bisschen mehr nach hinten arbeiten müssen und Ribéry und Robben diese Ära eingeläutet haben, muss man fairerweise auch sagen. Ribéry und Robben haben auch lange gebraucht, bis sie das verinnerlicht haben, diese Balance, das ist das Wort, das mir vorhin gefehlt hat, diese Balance zwischen offensiv und defensiv zu finden, ne? Da ist Leroy auf einem guten Weg. Gnabry, brauchen wir nicht drüber reden, der kriegt das, seitdem er bei uns ist, nicht hin, beziehungsweise hat da keinen Bock zu. Ja, das sind so die Ausnahmespiele, wo er dann auch mal defensiv ein bisschen was macht, aber in der Regel hat er da keinen Bock zu. Und wie man jetzt mittlerweile gesehen hat, ihm fehlt absolut die Spritzigkeit und der Speed. Ja? Wild. Mich richtig erschrocken. Nein, mein Bester. Leimer hat die erste Halbzeit das richtig gut gemacht. Der hatte Rashford stets neben sich. Nach der Halbzeit hätten sie ihn rausnehmen müssen, weil der auch platt war. Leimer war stets Anspielperson von jedem, damit es mal nach vorne ging. Von links Davis kam nichts in Richtung nach vorne. Der verliert beim Anlaufen stets den Ball am Fuß. Laufen kann er, Fußball spielen halt nicht so. Ich fange mal so an. Ja, sehe ich ein bisschen anders, habe ich ja gesagt zu Leimer. Leimer war defensiv Totalausfall. Offensiv gebe ich dir recht, hat die Angriffe eingeleitet, lag aber auch am starken Sané offensiv und Davies muss sich dann mal im Schutz nehmen, weil Davies hat einen Gnabry vor sich gehabt, der ja gefühlt keinen Bock hatte. Ja, muss ich dir sagen. Wann war Gnabry mal anspielbereit? Da war keinerlei mal Raum reißen, mal bewegen, dann war er mal anspielbereit, hat den Ball dann gleich wieder zum Davis zurückgespielt, keinerlei Versuch mal im 1:1 durchzubrechen oder sowas. Dann ist es natürlich für den Davis auch schwer, wenn er keine Anspielstation hat. Ja, was soll er dann machen auf seiner Seite? Er wird dann angelaufen, Gnabry bietet sich nicht an, steht da dumm rum, ist zugestellt. Ja, was willst du da machen? Dann kannst du den Ball entweder querlegen oder nach hinten legen. So, wenn dann Kimmich auch noch zugestellt ist, was willst du dann erwarten? Das sah beim Leimer ein bisschen besser aus auf der Seite, muss man mal fairerweise sagen. Was natürlich auch an Leroy lag, ne? Also, das muss man ein bisschen mit bedenken, finde ich. So. Aber genau das würden wir alle sehen, wenn wir uns das Spiel nochmal uns angucken würden. Das mit Leimer, ja, mag sein. Ich habe halt die 5, 6, 7 Mal im Kopf, wo er einfach die Flanke nicht verhindert. Wo er defensiv einfach richtig schlecht ist. Und dann noch diese 2 Freistöße, die auf sein Konto gingen. Ja, das mag sein, dass er zu der Zeit schon ausgepowert war, gar keine Frage, möchte ich gar nicht in Abfrage stellen und das ist natürlich auch mit Sicherheit nicht Leimer seine Schuld. Und da hätten die Trainer einfach reagieren müssen und ihn auswechseln müssen. So, Leimer war der Einzige, der die Bälle nach vorne oder diagonal nach vorn gespielt hat. Dass er mit dem Pensum so lange ausgehalten hat, war krass. Wie gesagt, erste Halbzeit oder bis ca. 5 hat er noch nach vorne wie nach hinten eine glatte Note 2 verdient. Nee, das fühle ich nicht. Aber gut, da haben wir unterschiedliche Meinung. Auch in den ersten 55 Minuten waren Leimer defensiv komplett überfordert. Meiner Meinung nach. Ja. Und auch wenn ich mir die ersten 55 Minuten nochmal angucken würde, würde ich das so sehen. Weil die Szenen, die ich im Kopf habe, waren nicht nur nach der 55. Minute. Ja. Also Manchester City, jede Chance, die über die linke Seite kam, und Leimer war überfordert. Schon in den ersten Minuten. Ja. Hat er keinen Zugriff gekriegt, konnte nicht eine Flanke verhindern. Möchte ich nicht nur ihn ankreiden, habe ich schon gesagt. So ein Sané war da gar nicht zugegen. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn man da gegen 2 steht, aber trotzdem muss da defensiv meiner Meinung nach mehr kommen. So. Dass man ihn hätte auswechseln müssen, da sind wir einer Meinung. Ja, hätte man reagieren müssen. Ja. Einer Mannschaft, wo jeder unter die Räder gerät, außer Kimmich und Goretzka, wird niemand selbst zugeben, ausgewechselt werden zu müssen, obwohl das eigentlich das einzig Richtige wäre. Ja gut, aber Leimer hat jetzt auch nicht so platt nach 55 Minuten gewirkt. Also jetzt auf mich nicht. Ja.
Aber gut, wer mir das unterschiedlich interpretiert, das kann sehr gut sein. Aber nochmal, für mich war schon in den ersten, ja, nach vorne habe ich gerade schon ausgeführt, sehe ich das genauso, war er auf jeden Fall der aktivere Part, aber defensiv und er ist ein rechter Verteidiger aufgestellt. So, und dann hat man erstmal dafür zu sorgen, dass die Seite defensiv auch gut dicht ist, ja. Und dann kann man gerne daran denken, in die Offensive zu gehen. Alles kein Problem, aber das war mir teilweise zu wild, was er gespielt hat. So wie es ein Davies halt auch macht. Es kann natürlich sein, dass das die Anweisung ist, so beide push it, wie es unterm Nagelsmann halt auch war. Wo wir unterm Nagelsmann mit der Viererkette dann dieselben Probleme hatten, weil unsere Außenverteidiger die ganze Zeit extrem offensiv waren. Und dann haben wir ja irgendwann auf die Dreierkette bzw. Fünferkette gestellt und hatten einen defensiven Mann hinten mehr. Ja, unter Tuchel war es eigentlich so, dass wir tiefer stehen und auch, dass unsere Außenverteidiger tiefer stehen. Und ja, was soll ich sagen? Für mich war es defensiv keine gute Leistung von Leimer. Punkt. Einstellungsmäßig und so brauchen wir nicht über Leimer diskutieren. Ja, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Aber als rechter Außenverteidiger kann es nicht sein, dass jeder Lauf, der über die Seite kommt, zu einer Flanke führt. Und das war der Fall. Ja, jeder Zweikampf, er wurde überlaufen, kam nicht hinterher, war auch oft gegen 2, möchte ich gar nicht abstreiten. Ja, war wild. Ich denke auch, man braucht unbedingt einen Abwehrchef und das sollte De Ligt sein. Ich denke, dass, wenn Neuer wiederkommt, er es zum Teil auch übernehmen kann. Und dass es mit ihm deutlich sicherer und stabiler wird. Wenn Opa konstant bleibt, sehe ich ihn auf jeden Fall in der Startelf, momentan sogar vor Kim. Insgesamt gutes Spiel, bis auf die unnötigen Gegentore, die so nicht passieren dürfen. Ja, ich persönlich würde auch De Ligt als Abwehrchef favorisieren. Tut Tuchel gerade, ich weiß es nicht, aus sportlicher Sicht nicht oder sonst was, I don't know. Ist auch okay, wenn das dann so ist, aber dann muss jemand anders die Rolle übernehmen. Ja. Was aktuell leider nicht der Fall ist. Zumindest nicht, was man so von außen sieht. Und man hat es bei den Gegentoren teilweise gesehen, dass da keine Abstimmung war. Ja, keiner, der dirigiert hat, der gesagt hat, jetzt boom, rausrücken, rein und so weiter. Ob Neuer das kann, ja, wage ich jetzt auch ein bisschen zu bezweifeln. Ich denke nicht, dass ein Torwart dafür da ist, um der Viererkette jetzt Anweisungen zu geben, wann sie rauszurücken hat oder sonst was. Klar kann er mal, sieht das ein bisschen wie, wenn da mal einer aus der Reihe tanzt, kann er ein bisschen einnorden. Wie jetzt so ein Leimer, dass er vielleicht ein bisschen zu offensiv war oder ein Davis oder sowas, das denke ich schon, aber jetzt da groß die Kommandos geben, schwierig, glaube ich. Aber Neuer würde uns mit Sicherheit ein bisschen mehr Sicherheit geben, wenn Neuer diese Form hat. Ja, das ist ja erstmal Punkt 1. Ob er die so wiedererlangt und ob er dann auch die Sicherheit wieder ausstrahlen kann, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Und ich denke, Ulle strahlt jetzt nicht so viel Unsicherheit aus. Ja, er ist fußballerisch jetzt nicht so der Gott, hat man auch gesehen bei 1 oder 2 Szenen. Wenn er da mal schnell angelaufen wird, wenn die Innenverteidiger sich nicht gut bewegen, wenn die Anspielstation mittig, so Kimmich, Goretzka zugestellt ist, dann wird es schwierig. Ja? Aber in Ulle ist sich immerhin auch nicht zu schade, dann das Ding einfach ins Auszuknüppeln. Ja, muss man auch mal ganz klar sagen. Und dann ist das gut. So. Dem Platz fehlt jemand, der klare Ansagen macht, laut und das Spiel besser ordnet. Auch dann, wenn man 3:1 führt. Da sehe ich aktuell nur Müller und das ist zu wenig für einen FC Bayern. Mal davon abgesehen, dass wir nach dem 3:1 genug Chancen für ein 4. oder 5. Tor hatten, fehlt mir immer noch die letzte Konzentration in der Defensive. Das fehlt uns zu einer Spitzenmannschaft. Liegt für mich nicht unbedingt nur am Trainer, sondern vor allem an den Spielern und an der Konstellation auf dem Platz. 4:3 erinnert mich schon wieder an den Hurra-Fußball unter Flick oder Nagelsmann. Diese Mannschaft hat Potenzial, aber mir fehlen einfach die Leader auf dem Platz. Ja, gehe ich mit in vielen Teilen. Wie gesagt, für mich nochmal, ich kann es immer nur wiederholen, es muss ein Abwehrchef da sein. So, wer das am Ende des Tages ist, sei mal dahingestellt. Muss jemand da sein, der die Verantwortung für die Viererkette trägt. Für
Führungsspieler haben wir ja angeblich mit einem Kimmich und Goretzka auf der wichtigen Position. Ein Müller, wenn er spielt, ja, ist meistens der das Pressing koordiniert da vorne, der sich aber auch nicht zu schade ist, mit nach hinten zu laufen, ja. Ich denke, ein Harry Kane wird auch noch mehr Verantwortung übernehmen, wenn er denn mal ein bisschen länger da ist, ein bisschen besser die Spieler kennt. Das glaube ich schon. Da ist er einfach der Typ auch für. Aber natürlich als Stürmer hast du weniger Impact jetzt darauf, wie das Spiel aufgebaut wird, ob man schnell spielt, ob man langsam spielt, aus dem Mittelfeld heraus. Da sind halt Kimmich und Goretzka die beiden, die das übernehmen müssen. So, Punkt. Da gibt's auch nichts zu diskutieren. Ja. Ob jetzt Sechser, Holding Six, defensiver Sechser, offensiver Sechser, Achter, Siebener, Neuner, was auch immer, wie man die da benennen möchte, die beiden. Die beiden sind dafür zuständig und müssen das, wie auch gesagt, beim 3:1 dann besser umsetzen. Ja. Vor allem Kimmich, der dann der designierte Sechser und Anführer ist und sonst was. Habe ich aber im Video auch schon gesagt, er kann dann nicht an einem am gegnerischen 16 Meter Strafraum stehen. Wenn wir 3:1 führen und wir machen das Spiel langsam und wollen das nach Hause schaukeln, was völlig legitim ist, wenn wir alle 3 Tage spielen, ne? Punkt. Da muss ich das schlauer machen. So. Die Tore hat Menu sich aus dem Arsch gezogen. War eine verrückte Partie, die wir dominiert haben mit unerwarteten Gegentoren aus dem Nichts. Naja, aus dem Arsch gezogen, weiß ich nicht, wie ich da deuten soll. Ja, die Tore waren irgendwie weird, bin ich bei dir. Lag aber natürlich einfach an unserer Leistung da hinten. Ne? Also, ich möchte nicht so weit gehen, um das Spiel als Not gegen Elend zu bezeichnen. What? Aber der Zustand von Manchester ist aktuell nicht Champions League würdig. Das Zusammenspiel der Bayern war vor allem in der ersten Halbzeit absolut nicht vorhanden. Das stimmt. Da musste man immer darauf hoffen, dass Sané irgendeine brillante Einzelaktion bringt, weil Teamplay war kaum vorhanden. Teamplay, habe ich ja gesagt, war gar nicht vorhanden offensiv, erste Halbzeit. Sehe ich ganz genauso. Ja, wir waren komplett abhängig von einer Einzelaktion. Ob jetzt Sané, Musiala, wer auch immer, ist wurscht. Wir waren abhängig von einer Einzelaktion. Ja, der Einsatz war definitiv da. Das kann man den Spielern nicht vorwerfen. Die zweite Halbzeit war auch viel besser. Aber am Ende hat man den klaren Sieg fast noch verplempert. Ja, auch das ist richtig. Wie man gegen so einen Gegner 3 Tore kassieren konnte, ist schon beachtlich. Ja. Ja, wenn man die Tore sieht, wenn man die einzeln sich anschaut, ja, kann man die schon erklären. Durch Standardsituation und so weiter. Und ja, ich habe es gesagt, wir brauchen einfach eine bessere Abstimmung in der Abwehr. Ja. Dann haben wir auch wieder Totalausfall. Yes. Er scheint auch körperlich in keiner guten Verfassung zu sein. Das sehe ich genauso. Ja, erstmal war er super lahmarschig und der pumpte ja schon am Ende der ersten Halbzeit bei jedem kurzen Lauf. Ja, das habe ich auch so gesehen. Deswegen habe ich mich dann gefragt, was sind die Voraussetzungen, damit man bei uns in der Startelf steht? Wild, oder? Davis und Leimer sind als Flügelverteidiger einfach schlechte Wahl. Davis kompensiert durch seine Geschwindigkeit und Leimer mit seinem Einsatz. Aber defensiv sind beide schwach. Ja, das ist ja, was ich auch schon immer über den Davis erzähle. Ich hoffe, dass Guerrero bald wieder fit ist, weil mir Davis defensiv echt auf den Keks geht. Und vielleicht muss man sich in der Winterpause doch einen neuen RV suchen. Das Thema ist, ein Guerrero wird defensiv nicht viel stärker sein wie ein Davis. Das werden wir sehr wahrscheinlich noch sehen, ja. Aber gut, vielleicht rennt er nicht so blindlings so weit nach vorne, so dass er dann ein bisschen defensiver steht. Keine Ahnung, wir werden sehen. Aber das wird auch nicht das Gelbe vom Ei sein. Er ist halt auch eher offensiv veranlagt, meiner Meinung nach. Kane immer noch ein Fremdkörper in der Mannschaft, vor allem Sané läuft lieber 50 Meter mit dem Ball, als diesmal an Kane abzugeben. Ja, gerade erste Halbzeit, grausam. Grausam. Also ich weiß es nicht, ob er... I don't know. Also ob die eine Abneigung persönlich haben, Kane ja anscheinend nicht, so oft wie er Sané eingesetzt hat in der zweiten Halbzeit, aber umgekehrt denkt man so, der ist für ihn einfach nicht existent.
Ja, ganz wild. Stimme ich dir zu. Davis und Leimer stimme ich dir halt auch zu. Leimer will ich jetzt noch mal ein bisschen ausklammern. Vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag gehabt. Ja, mag ja mal sein. Oder vielleicht einfach die verkehrte taktische Einstellung, dass er zu offensiv war, um dann noch die Power zu haben, hinten irgendwie richtig gegenzuhalten. Davis war schon immer so. Ne? Davis macht viel weg durch seine Schnelligkeit. Manchmal auch eine sehr gute Zweikampfführung. Aber manchmal auch einfach, ja, ganz komisches Verhalten. Ja. Gerade was dann so das Thema Flanken verhindern anbelangt und sowas. Aber auch da haben wir schon gute Spiele gesehen vom Davis. Er muss halt manchmal ein bisschen auf den Boden geholt werden und es muss ihm erklärt werden, dass er ein Verteidiger ist in erster Linie. Manchmal hat man da so das Gefühl, dass er zu viel möchte. Ne? So, aktuell muss man einfach froh sein, dass Sané in guter Form ist und Tell bei jedem sein kurz ein Tor schießt. Upamecano und Minje haben mir gut gefallen, nicht fehlerfrei, aber stabil. Ich würde Opa gerne mal auf der 6 sehen und der Licht zusammen mit Minje in der Innenverteidigung. Der Licht hat einer seiner Reservisten meiner Meinung nach auch nicht verdient. Ja, das sehe ich genauso. Kimmich und Goretzka waren ein gutes Team in der Zentrale. Musiala findet auch langsam wieder in die Spur. Ja, ich denke auch so, wir haben viel Positives gesehen. Jetzt nicht 100% positiv, aber teilweise schon auf einem besseren Weg, was ein bisschen mehr Hoffnung macht. Ja. Opa und Minje sehe ich genauso. Ja, Opa jetzt auf der 6. Ich würde ihn auch gerne mal da sehen, aber ja. Ich meine, vielleicht so in so einem Spiel wie gegen Bochum oder sowas, aber da kannst du es dann auch nicht beurteilen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Bochumer versuchen werden, uns an die Wand zu spielen. Also von da ist dann auch schwer, einen Sechser zu beurteilen. Aber ja, ich würde ihn auch gerne mal sehen auf dieser Posi. Ansonsten denke ich auch, dass Opa im Moment der stabilste ist. Die Licht können wir nicht wirklich beurteilen, weil wir ihn bisher nicht gesehen haben. Wild. Kimmich und Goretzka waren ein gutes Team in der Zentrale. Ja, es war auf jeden Fall ein besseres Zusammenspiel wie bisher, fand ich auch. Wobei mir Goretzka auf jeden Fall besser gefallen hat. Und Musiala war bärenstark. Ja, war wieder eine gute Mischung zwischen Dribbling, Eigensinnigkeit sein und auch mal einen Pass spielen. Warum wird Kane so wenig bedient, verstehe es nicht. Das verstehe ich auch nicht. Und ich will Leimer nicht den Schutz nehmen, aber warum stellt man Spieler auf ungewohnte Positionen, wenn man passende Spieler dafür hat? Kimmich als Rechtsverteidiger und Leimer ins Mittelfeld, die sind einfach nur zu feige, Kimmich zu sagen, er muss Rechtsverteidiger spielen. Ja, das ist vollkommen richtig. Ob ein Kimmich jetzt immer noch ein guter Rechtsverteidiger ist, weiß ich nicht, weil er jahrelang jetzt in der Mitte rumgedümpelt ist. Müsste sich mit Sicherheit auch erstmal wieder umgewöhnen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass man Mats Rui hat. So, ja. Er ist ein Rechtsverteidiger. Also, und ich glaube nicht, dass das schlechter gewesen wäre defensiv, als wie der Leimer es gemacht hat. Muss man mal ganz klar so sagen. Von daher, ja. Aber man hat aktuell dann eher so das Gefühl, so, wir haben den Conny. Der Conny reißt sich den Arsch auf, der Ackert, der muss auf jeden Fall spielen. So, aber ich möchte jetzt ja aber nicht den Goretzka wieder rausnehmen, weil der ja gerade aufsteigende Form hat. Und ein Kimmich, ja, der Kimmich hat ja, weiß ich nicht, den Staatsschutz, der darf ja nicht eine Minute fehlen. So, und das ist das Problem. Und deswegen sagt man aktuell, ach ja, weißt du was, dann tun wir den Leimer auf rechts. Kann er ja machen. So, ne, anstatt dass man einfach mal sagt, pass mal auf, wir nehmen jetzt mal den Kimmich raus. So, dann nehmen wir doch einfach mal ein Spiel raus. Punkt. Fertig. So, was soll passieren? Soll der Himmel sich verdunkeln und so Zeus irgendwelche Blitze auf Allianz Arena werfen, oder was? Und alle anderen Spieler, die nicht Kimmich heißen, werden erschlagen, oder was? Also, weiß ich nicht. Wild. Mann, endlich mal Tell für Gnabry bringen. Tell ist eine Maschine und hat die beste Attitude von allen. Der ist immer on fire. Musiala auch absolut Topleistung. Seit langem mal wieder der alte Jamal. Yes. Und ja, man kann natürlich auch über Kingsley reden, ja. Kingsley war auch stark, wenn man das Tell jetzt nicht zutraut. Was ich ihm zutraue, ja, um das ganz klar zu sagen. Aber ein Gnabry, Alter, der muss weg. Setz ihn mal auf, ich würde sagen, auf eine Bank, aber du kannst ihn auch gleich mal 4 Wochen auf die Tribüne schicken.
Damit es vielleicht mal ankommt in seinem Hirn, Alter. Aber nein, das ist ähnlich wie Kimmich, weil die sind ja so, ne? Und dann sagt der Kimmich wahrscheinlich, also, wenn der Serge nicht spielt, ne, da komme ich erst gar nicht. Keine Ahnung. Frag mich nicht, Leute. Ich verstehe es halt auch nicht. Ich habe es letzte Saison schon nicht verstanden und man zieht ihn weiter durch. Na klar hat er das Tor gemacht, logisch. Muss man ihn als Pluspunkt halten. Aber ansonsten, wir haben es in den anderen Kommentaren gesehen, die linke Seite war tot. Ja? Es war, als würden wir mit einem Mann weniger spielen. So, ich will gerne Mattel zusammen mit Musiala, Koman und Sané und Kane in der Startelf sehen. Okay, das wird schwierig werden. Weil das einer zu viel ist. Wüsste ich jetzt nicht, da müsste es ja mit einer Doppel-9 spielen. Also mit 2 Stürmern vorne. Ja, dann müsste es einen defensiven Mittelfeldspieler opfern. Das wird nicht passieren, weil wir keinen defensiven Mittelfeldspieler haben so richtig. Deswegen laufen wir ja mit 2 rum, die das so halb können. Aber sehen würde ich das auch mal gerne, ja. Stimme ich dir zu. So, meine Aufstellung. Kimmich, Uppa, Kim, Davis. Illich, Goretzka, Musiala, Müller, Sané oder Koman, Kane, Tell. Ja, lasse ich mal unkommentiert. Leimer Defensivkatastrophe, Davis Defensivkatastrophe, Ulle Vollkatastrophe, krasse Fehlpässe von Sané, Kimmich, Goretzka. Wir hatten Glück, dass Manchester United schwach war. Gegen andere Gegner geht das ins Auge. Trink mal eben einen Schluck. Gut, Leimer Katastrophe, gebe ich dir recht, defensiv. Davis war eine normale defensive Leistung, wie er immer zeigt. Das ist halt immer 50-50 bei ihm. Ulle Vollkatastrophe fand ich jetzt gar nicht. So, ja. Ja, aber es ist halt auch Ulle. Ja. Man kriegt, was man hat, sag ich mal. Bei Ulle weißt du, was er kann und was er nicht kann. So. Krasse Fehlpässe von Sané, Kimmich, Goretzka. Von Goretzka weiß ich jetzt gar nicht. Kimmich habe ich 1-2 auf dem Schirm. Sané. Ja, wenn du jetzt vorne im Angriff meinst, weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich gar nicht gerade so im Kopf, da irgendwelche jetzt krassen Fehlpässe bei waren, die irgendwie zum Konter geführt haben oder sowas. Wir hatten Glück, dass Manchester United schwach war. Gegen andere Gegner geht das ins Auge. Ja, das ist immer so, I don't know, weißt du? Gegen andere Gegner spielen wir vielleicht auch anders und zeigen eine andere Leistung, eine andere Einstellung, was auch immer. Von daher würde ich das gar nicht vergleichen. Aber wir haben das Spiel gewonnen und damit ist auch gut. Und Manchester United war jetzt nicht so schwach. Ja? Also die ersten 20, 25 Minuten, denke ich, haben wir gesehen, dass sie nicht so schwach waren. Warum war denn Ulla eine Vollkatastrophe? Ja, das würde ich auch ganz gerne wissen. Weil er keinen Ball gehalten hat. Beim Freistoß muss er raus, fußballerisch unterirdisch. Ja, das ist, was ich gerade gesagt habe. Fußballerisch weiß man, was man kriegt, wenn Ulle spielt. So. Ja, er ist kein neuer, der ist kein neuer, moderner Torwart, der super stark mitspielen kann. Den haben wir auf der anderen Seite gesehen und guckt euch an, was er von Klops gerissen hat. Also von daher, ja, mal die Kirche im Dorf lassen. Beim Freistoß gebe ich dir recht. Ja, habe ich auch gesehen. Beziehungsweise für mich schwer zu beurteilen. Aber ich denke auch, da müsste er sich reinwerfen. Würde ich mitgehen, ja. Problem ist, dass wir auch keinen Spieler haben, der ordentlich flanken kann. Das halte ich für ein Gerücht. Deswegen wird es auch kaum probiert. Bei der Licht gehe ich mittlerweile davon aus, dass Tuchel ein persönliches Problem mit ihm hat. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass er nicht spielen darf. Ja, oder er ist einfach nicht der Spielertyp, den er haben möchte. Obwohl ich das eigentlich kaum glauben kann. Ey, der Licht war mega stark letzte Saison. Ja, war der einzigste Lichtblick da hinten. Also weiß ich nicht. Schwierig. Ich denke eher, er möchte unbedingt Minjay durchdrücken. Und ja, das ist so das Ding, glaube ich.
Ich denke, Sané hat bei den Ecken gezeigt, dass er flanken kann. Und ich denke, ein King kann auch flanken, hat er schon oft genug bewiesen, wo ein Levi noch da war. Auch ein Davies wird eine Flanke schlagen können und dass ein Leimer flanken kann, haben wir gesehen, weil er letztes Mal die einzige Flanke auf den Kane geschlagen hat, jetzt nicht in dem Spiel. Also ich denke schon, dass wir Leute haben, die flanken können, ja, nur wir tun es nicht. So, weil meistens die Außenspieler auf der verkehrten Seite spielen. Ja, warum das so ist, es kann nur taktisch sein. So. Ich glaube nicht, dass die Spieler auf den Platz gehen und sagen, ja, nee, heute ist Flanken verboten. Wir haben jetzt die ersten 5 Spiele, wir flanken nicht. Verboten. Ja. Das glaube ich nicht. Also wird es ja eine taktische Vorgabe sein, dass wir uns eher spielerisch und durchs Hineinziehen, wie es schon unter Nagelsmann war, was mich getriggert hat, dass wir immer in die Mitte ziehen, immer in die Mitte mit allen 300 Mann, wo schon 10 Gegner stehen, immer, ich weiß es nicht. Ich denke auch, dass ein Kane Kopfball kann. Ich denke, dass ein Goretzka Kopfball kann. Müller, wenn er auf dem Platz steht. Der eine oder andere hat auch schon bewiesen, dass er mal einen reinköppen kann. Also von daher verstehe ich das auch nicht. Aber es scheint so, dass wir das nicht wollen. Da müsste man mal den Trainer fragen, warum das so ist. Wäre mal eine Frage, die man ja mal stellen könnte, wenn man ein ganz cooler Journalist wäre. Aber die stellen ja eher Fragen, wie die Anfahrt war oder was weiß ich was. Es gibt keinen Gegner auf der Welt, gegen den ich emotionaler bin. Daher bin ich sehr kritisch. Grauenhafte Leistung von allen. Meine Highlights waren 2 bis 3 Grätschen. Ansonsten kann man nur das Publikum und die Kurve hervorheben. Jede richtig gute Champions League Mannschaft hätte uns geschlagen. Also für mich gibt's Gegner, gegen die ich mit viel emotionaler bin. Allein der Biene Meier Club. Aber auch noch den ein oder anderen mehr als wie gegen Manchester United. Ja, na klar, war das kein schönes Erlebnis. Das Finale da Home fand ich eher noch schlimmer. Aber ja. Mein Gott, das ist Fußball. Dass uns jede andere, was war das? Jede richtig gute Champions League Mannschaft hätte uns geschlagen. Ja, das fühle ich nicht. Diese Aussagen fühle ich nicht. Ich finde es immer schwierig zu sagen, hätte Fahrradkette. Wenn wir gegeneinander spielen, ist das, was zählt. Ja. Kannst jetzt auch nicht vergleichen, wenn wir, keine Ahnung, wir spielen diesen Samstag gegen Bochum, gewinnen 5-0. Dortmund spielt gegen was weiß ich was und spielt nur unentschieden und dann sagt man, ja, aber hätten die jetzt gegen Bayern gespielt, dann hätten die Bayern die 7-0 weggehauen. Ja, wen interessiert das? So, was soll so ein Vergleich bringen? Ja? Also das ist Schwachsinn in meinen Augen. Das kann man nicht so beurteilen. Ja? Weil jeder Gegner ist anders. Klar kann man so die Leistung sehen, unsere Leistung, kann dann sagen, ja, Manchester City hat so eine Leistung gebracht, da würden wir es jetzt schwer gegen haben oder sowas. So kannst du argumentieren, aber am Ende des Tages muss das Spiel gespielt werden. Ne? Also deswegen finde ich immer schwierig, so eine Vergleiche. Wäre das wirklich eine Schwächung, wenn wir Kimmich nach Barca ziehen lassen? Nö. Ich fand es auch beim DFB interessant zu sehen, dass die ohne Kimmich und Goretzka plötzlich Fußball spielen können. Ja, wie gesagt, für mich wäre es keine Schwächung, Kimmich einfach mal auf die Bank zu setzen. Das wird ja schon reichen. Setz ihn doch mal hat's mit Leon durchgezogen. Ja, da hat Tuchel mal kurzzeitig die Eier gehabt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil wir noch Rechtsverteidiger hatten und er dachte, Leimer ist in der Mitte eingeplant. Dann so, ui, Scheiße. Eieiei, was haben wir jetzt gemacht? Der Pavard, der will ja weg. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Erzählt er ja erst seit 1,5 Jahren. Und den Stanny haben wir einfach verliehen. Ja, jetzt stehen wir da. Jetzt muss ich ja den Leon wieder aufbauen. Dann hat man den Leon gebracht und hat den Leimer erstmal rausgekegelt. Und dann hat man dann gesagt, ja, pass mal auf. Conny, komm, machst du jetzt den Rechtsverteidiger hier, hä? So war das Gefühl, was man hatte. Hol den Kimmich noch 2, 3 Spiele auf die Bank. Ich garantiere euch, dann wird er auch mal reflektieren. Wird mal von seinem hohen Ross runterkommen. Hat man beim Leon auch gesehen. Ja, seitdem geht's auf jeden Fall bergauf. Ich fand jetzt auch das Spiel gegen Manchester United war richtig stark. Warum dasselbe nicht mal mit dem Kimmich machen? Aber weiß ich nicht. Wie gesagt, der wird in seinem Vertrag drinstehen haben. Wenn der nicht in der Startelf steht, geht die Welt unter.
Irgendwie sowas hat er in seinem Vertrag stehen. Er ist der Antichrist und dann geht die Welt unter. Anders ist das nicht zu erklären. Also ganz wild. Und ja, also warum? Ich habe es jetzt nicht gesehen, Nationalmannschaft. Ich werde jetzt, der Jule ist ja jetzt Nationaltrainer, da mache ich gleich noch ein Video zu. Werde ich mir die Nationalmannschaft mal wieder geben, ja. Aber der wird ja wahrscheinlich auch wieder auf Kimmich setzen, weil er ist ja auch so. Kimmich und er sind ja so. Aber ja, warum ich mir vorstellen kann, dass sie Fußball spielen konnten, weil Kimmich der ist, der alles machen will. Er denkt, ich bin der weltbeste Sechser, ich bin aber auch der geilste Achter und eigentlich bin ich noch der Spielmacher à la Zinedine Zidane. Ich glaube, er denkt von sich, er ist Zinedine Zidane. Ne? Und kann davon, was ein Zinedine Zidane konnte, 50%. So, aber in seiner Wahrnehmung denkt er, boah, Alter, ich bin's einfach, ich bin der Geilste. Steht morgens auf vom Spiegel und denkt sich so, bah, ich bin's, Josh. So, weil er bei uns von allen Verantwortlichen und sonst was auch in alle Sphären hochgehoben wird, Alter. Ja, ich krieg schon wieder Puls, ich reg mich schon wieder auf. Ja, aber dass ein Kimmich das Spiel komplett lahmarschig macht mit seiner Spielweise, mit Ball annehmen und erstmal gucken, laufen, dribbeln, ja, ich bin jetzt hier am Ball, ich bin der Josh. Und dann irgendwann mal einen Ball spielte, ja. Ja, seine Chipbälle, die sind super, die kann er, ja. Seine Chipbälle. Ist auch eine schwere Kunst. Kein Kimmich-Bashing heute, Leute. So schlecht war Kimmich nicht gegen Manchester United, aber auch nicht gut. Leider gegen Rashford ist auch sehr undankbar. Viel schwieriger wird's kaum im Weltfußball. Weiß ich nicht. Ich denke, es wird noch den einen oder anderen Außenspieler geben. Und es war ja auch nicht nur Rashford, der über seine Seite kam und dem man nicht eine Flanke verhindern konnte oder sonst was. Aber ja, es war undankbar für ihn. Da bin ich ja bei euch. Ja. Wie gesagt, der wurde auch von Sané alleine gelassen. Nach dem dritten Tor hatten wir locker 3 oder 4 Tore mehr machen müssen. Ja. Gerard, mal auf dem Boden bleiben. Bei einem oder 2 würde ich ja noch mitgehen, aber 3 oder 4 habe ich jetzt nicht gesehen. Dann wären die 2 letzten von Manchester gar nicht gefallen, die hatten nur noch aufs Spielende gewartet. Ja, die waren auch völlig frustriert, ne? Wenn man das gesehen hat, wo es 3-1 stand. Und dann hatten wir ja so eine gute Phase, wo der Ball gefühlt 5 Minuten in den eigenen Reihen war. Da hat man gesehen, so wie ganz, ganz viele von Manchester echt frustriert waren, sodass sie gar nicht mehr den Ball haben und so weiter. Und ja, dann holst du sie mit dummen Aktionen wieder zurück. Ja. Und ja, du hättest einfach das 4-1 nachlegen müssen und dann wäre der Sargnagel drauf gewesen. Ja. So, beim 3-1, ja, du schießt eins, wie auch immer, durch eine Ecke, durch einen Freistoß, whatever. Und du weißt, wenn du jetzt nochmal was Glück hast, haust du den zweiten noch rein und es ist wieder unentschieden. Also gerade Manchester United weiß das gegen uns. Ja? Also von daher, ja, man hätte den Deckel drauf machen müssen. Wir brauchen endlich Tell, Musiala, Sané, Kane, Startelf. Ja, sind wir ja schon nah dran mit Musiala, Sané und Kane. Ich denke, das werden wir auch gegen Bochum sehen. Ich glaube nicht, dass man Tell gegen Bochum bringen wird. Ja, ich bin gespannt, ob man überhaupt einen Coman bringt oder ob wieder Gnabry aufläuft. Ich bin sehr gespannt. Aber man könnte jetzt auch argumentieren oder überlegen, wir erzählen ja immer, wir spielen jetzt alle 3 Tage und jetzt müssen wir ja gucken. Wir haben ja so einen super kleinen Kader. Vielleicht überrascht er uns auch komplett und es spielt ein Müller und ein Sané ist draußen und es spielt ein Coman. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Also die Taktik mit Kane verstehe ich irgendwie nicht. Vorige Saison hatten wir vor dem Tor Abschlussprobleme. Sané, Gnabry. Dann wurde Kane geholt, um das Abschlussproblem zu lösen. Und dieserjenige muss sich jetzt die Bälle von weiter hinten holen, weil er sonst keine Bälle bekommt und bedient vor dem Tor seine Kameraden, die voriges Jahr noch die Abschlussprobleme hatten. Yes. Hast du perfekt zusammengefasst. Ist für mich auch so. Ja. Ist für mich wild. Ja? Also Kane hat ja mehr den Spielmacher gegeben wie den Knipser.
Aber wenn er da vorne nur rumsteht und keinerlei Bälle kriegt, ja, kann man das verstehen. Muss besser werden, so, man darf aber nicht vergessen, er ist erst 5 Wochen da. Allerdings muss man mal sagen, da muss ein Sané mal sich ein bisschen umstellen. Ja. Bei Musiala war es jetzt schon besser. Ja, er hat, glaube ich, mittlerweile mal gerafft, dass er wieder ein Stürmer auf dem Platz ist. Ja, alle anderen, wie ich sagte, wann sehen wir mal eine Flanke? Wann sehen wir mal einen Lauf auf die Grundlinie mit einer Flanke auf den Neuner? Gar nicht. Ist nicht vorhanden in unserem Spiel. Warum man dann Kane verpflichtet hat, weiß ich auch nicht. Aber da sieht man mal die Qualität von Kane, der trotzdem 5 Tore in 6 Spielen gemacht hat. Das ist schon wieder gut. Waren zwar 11 bei, ne? Aber trotzdem. Ja, finde auch, dass Leimer es leider nicht gut gemacht hatte. Er muss einfach ins Mittelfeld rücken, neben Kimmich. Ja, ich weiß nicht, ob ein Kimmich unbedingt ins Mittelfeld muss, aber andere Thematik. Bei der Flankensache muss ich dir absolut recht geben. Als wir keinen richtigen Stürmer hatten, haben wir geflankt wie verrückt. Ja, eben, das kommt auch noch dazu, ne? Da hast du recht, das kommt auch noch dazu. Da haben wir teilweise echt mit vielen Flanken gespielt und ja, da war nie ein Zielspieler da. Jetzt ist ein Zielspieler da und es kommen keine Flanken mehr. War wieder wild. Die Gegentore waren maximal unglücklich, es darf trotzdem nicht zu diesen Situationen kommen. Finde, man hat sich durch das Hintenrumspielen selber in Bedrängnis gebracht. Leimer defensiv echt nicht stabil heute, immer einen Schritt zu spät, ja. Dafür hat er sich immer als Anspielstation für den Aufbau angeboten. Zum Glück hat Manchester das auch nach dem 5. hohen Ball nicht gescheckt. Wichtiger Sieg, auch wenn einem die Gegentore verunsichern. Ich hoffe, die Jungs spielen sich jetzt in einen Flow und spielen zu 0. Das wäre für das Selbstvertrauen wichtig. Ja, ich glaube nicht, dass wir zu 0 spielen, auch nicht gegen Bochum. Dafür haben wir einfach immer mal wieder einen Bock drinne, gerade bei Standardsituationen. Und ich denke, das ist so eine Sache, auf die Bochum setzen wird. Und wir stellen uns auch, was das anbelangt, echt dumm an in der Defensive. Ja? Ob das defensives Mittelfeld ist, ob das unsere Außenverteidiger sind. Wir ziehen viel zu viele Fouls an wichtigen Positionen. Also das gilt es auch mal ein bisschen zu verbessern. So, ansonsten das Hintenrumgespiel selber in Bedrängnis gebracht. Ja, wir können es halt einfach nicht so sagen. Jo, komm, ist 3-1, Arsch geleckt, Rückwärtsgang rein und wir halten den Ball in den eigenen Reihen. Warum können wir das nicht? Weil gewisse Spieler einfach nicht ihre verkackten Positionen halten. That is the problem. Und nichts anderes. Dann hätte man die Position, man hätte, wie man so schön sagt, die Dreiecke mit Anspielstation. Aber nochmal, wenn dann unser Sechser am gegnerischen 16er steht, ja, um was zu tun, da muss man sich halt nicht wundern, dass man dann nicht diese sicheren Anspielstationen hintenrum hat. So. Und dann passiert halt das, was passiert ist. Leimer schlechten Tag. Wohl war schwach, fand Kim auch unglücklich. Ich glaube, dass ein Neuer wichtiger ist, wie einige denken. Er führt die Abwehr und klarer Führungsspieler. Ja, habe ich gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Also Kim fand ich jetzt nicht so schlecht. Fand ich auf jeden Fall besser wie die Spiele vorher. Da fand ich ihn in der Ecke schlechter. Leimer war, habe ich ja schon gesagt, defensiv ein Graus. Ob Neuer, er wird eine gewisse Aura mitbringen, ja. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass irgendwie mal ein Spieler jetzt nicht zum Ole zurückgespielt hat, weil er gedacht hat, ist ein bisschen zu heikel, so wie es unterm Sommer war. Also das Gefühl habe ich nicht gehabt. Von daher fühle ich die Aussage jetzt nicht unbedingt. Führungsspieler definitiv, ja, gar keine Frage. Das kann schon viel ausmachen, ja, gebe ich euch recht. Obwohl es natürlich auch schwer ist, von der Torwartposition aus dann großen Einfluss aufs Spiel zu haben. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ja, na klar, als Person, als Führungspersönlichkeit wird er uns abgehen. Ne? Gar keine Frage. Ja, allgemein sehr unglücklich im Verteidigen. Man merkt, da fehlt Selbstvertrauen. Vor allem im Strafraum. Neuer fehlt, hoffen wir, er kommt bald in alter Stärke zurück. Ja. Ich denke, Neuer hätte bei dem Freistoß vielleicht ein bisschen anders gehandelt. Vielleicht auch bei der einen oder anderen Aktion. Ja, kann ich gelten lassen. Fehlt Selbstvertrauen? Finde ich eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass es uns an Selbstvertrauen mangelt. Ich glaube, ein Opa hat in meinen Augen noch nie so sicher und so viel Selbstvertrauen ausgestrahlt.
Ja. Und Min-Jae, ja, Min-Jae ist ein bisschen wackelig. Davis zeigt das, was er immer zeigt. Ich fand ihn sogar verbessert im Gegensatz zu den letzten Spielen. Und ich glaube auch nicht, dass ein Leimer Selbstvertrauen fehlt. Ich glaube auch nicht, dass ein Kimmich oder ein Goretzka Selbstvertrauen fehlt. Ich glaube, dass in unserer Mannschaft gar keinem das Selbstvertrauen fehlt. War wie auch. Wir haben ja nicht irgendwie die letzten 4 Spiele verloren. Wir haben 3 Siege, ein Unentschieden geholt. Das Unentschieden gegen Leverkusen, was noch super unglücklich war. Also davon fehlenden Selbstvertrauen zu sprechen, fühle ich persönlich nicht. Nochmal, ich führe das darauf zurück, dass da hinten einfach keiner ist, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Ja, man sieht das immer wieder, wie wichtig es ist, dass da ein Spieler ist, der das Kommando hat. So, und der fehlt. Meine Meinung. Gnabry Note 6, wegen dem Tor eine 5. Alter, ein bisschen an meinem Geschmack, ey. Ich habe mich nicht getraut, das so zu sagen. Ich stimme dir zu. Gnabry war ein Totalausfall, Alter. Ist halt so. Einzige Szene war das Tor, ey. Komm, da kriegst du auch noch zusätzlich einen Daumen für. Leimer war defensiv schlecht, aber war der Einzige, der angespielt wurde, weil weder Kimmich noch die linke Seite wollte was unternehmen. Habe ich vorhin auch schon ein bisschen was zu gesagt, zu der linken Seite. Ich denke, Davis hat es einfach schwer gehabt, weil Gnabry ein Totalausfall war. Ja. Und über Leimer ging's. Ja, erstens, weil Leimer mal gezogen hat. Ja, keine Frage. Hat dadurch einen rausgezogen, aber lag auch viel daran, dass Sané beweglich war und anspielbar war. Ja, das war der große Unterschied, was ein Gnabry nicht war. So. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich würde einen Davis da ein bisschen in Schutz nehmen. Davis hat 1:1 Probleme. Auch beim Aufbauen sowieso und Gnabry war nirgendwo zu sehen. Ja, du sagst es ja selber. Also von wo sollte was kommen? Und wer und wie sollte Kane füttern? Wenn die Abstimmung beim Abschluss vorne gestimmt hätte, sollte 5:1 oder höher sein und dann hätten wir das dritte, sogar das zweite gespart. Manchester hat zu viele freie Räume uns gelassen, auf jeden Fall. Also Champions League Niveau habe ich nicht von den Engländern gesehen, sogar Opa für einen Moment in den 16er. Die Gegentore ist ein gesamtes mangelndes defensives Verhalten und mentale Müdigkeit. Ja, das weiß ich nicht, ob es mentale Müdigkeit ist. Am Anfang der Saison weiß ich nicht, ob man das so gelten lassen kann. Kann aber natürlich sein, ja, möchte ich gar nicht abstreiten. Mangelndes defensives Verhalten. Ja, nochmal, es fehlt einfach der klare Anführer dahin. Davis habe ich schon ausgeführt, mehrfach. Im 1:1 Probleme. Weiß ich nicht. Ja, wenn er mal einen schlechten Tag hat. Aber ansonsten hat er schon ganz gute 1:1 Performance, die er zeigen kann. Ja. Nochmal fairerweise, er wurde da einfach allein gelassen. Gnabry war halt nicht zugegen. As long as we make more goals than we get. Yes. Das ist die Devise dieses Jahr bisher. Ja, mein Gott. Es war doch ein unterhaltsames Spiel. Wir haben 7 Tore gesehen. Wir haben viel zu meckern. Wir haben viel zu loben. Ist doch schön, oder nicht? Ist doch besser, als hätten wir jetzt so ein dümpelhaftes 1:0 gesehen. Also, ich persönlich habe da mehr Freude dran, wie ich gerade sagte, so ein dümpelndes 1:0. Also, ist doch alles gut. Kann mir einer den Mehrwert erklären, dass Kane immer noch verlorene Bälle bis zur Mittellinie hinterherjagt? Einzige Erklärung ist, dass Gnabry und Sané ihm die Flanken geben und er unsichtbar wird, wenn er die 9 halten würde. Naja, gut, das ist dasselbe, wie es Levi auch gemacht hat, ja. Soll man ganz klar sagen. Levi war auch oft genug gar nicht eingebunden ins Spiel, ja. Weil halt eben wir dann auch hier mit dieser Scheiße gespielt haben, wie wir es aktuell auch tun. Sané auf rechts und der Rechtsfuß auf links und umgekehrt, dass sie in die Mitte ziehen, anstatt dass wir mit Flanken spielen. Wenn wir so eine Granate als Stürmer da drin haben. Haben wir unter Levi auch oft genug getan. Ja. Also von daher und ja, was soll denn Kane machen? Was soll er machen? So, er kriegt vorne nicht einen Ball, weil er nicht einmal angespielt wird. So, was machst du dann als Topspieler? Du lässt dich fallen, beteiligst dich am Spielaufbau, beteiligst dich als Vorlagengeber für einen Sané, auch gerade zweite Halbzeit, immer die Bälle rausgelegt auf den Leroy, immer in der Hoffnung, dass der Leroy vielleicht dann mal die Flanke bringt, weil er ja auf links gespielt hat. Was macht der Drecksack? Er hat nicht einmal auch nur versucht, eine Flanke auf den Kane zu schlagen. Fand ich sowas von frech. Ich kann mich an locker 5 Bälle erinnern, die der Kane rausgelegt hat auf ihn. Er hätte nur mal ein 1:1
auf der Seite gehen können, hätte eine Flanke reinschlagen können. Hat er nicht gemacht, hat er keinen Bock gehabt. Fand ich schon wild. Mittlerweile wird es schon als positiv gesehen, dass Kimmich nur 20% der Zeit seine Position hält. Ja. 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 Du sagst, jetzt komm hier, da kriegst du noch einen extra Daumen sogar von mir für. Ich hab's aufgegeben. Ich hab's jetzt nach 1,5 Jahren aufgegeben. Ich kann es nicht mehr. Ich erzähle seit 1,5 Jahren in jedem verkackten Video dasselbe. Und da muss man den Kimmich mal loben, dass er 20% mal die 6 gespielt hat. Wenn er als Sechser aufgestellt ist. Ja, das muss man dann mal positiv hervorheben. Weil sonst sind es noch nicht mal diese 20%. Verstehst du? Was soll ich machen? War schon bei der Aufstellung etwas unzufrieden, aber okay. Muss sagen, in der ersten Halbzeit war ich zum größten Teil unzufrieden, trotz der Führung. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine gute Phase, wo man eventuell das 4. oder 5. Tor gehen kann. Was ist positiv? Zumindest sind wir nach den Gegentreffern nicht eingebrochen und genauso positiv ist Tell, der wieder mal geliefert hat. Dann gab es Spieler wie Sané, Musiala mit einigen Höhen und Tiefen, aber auch Spieler, die sehr schwach waren, wie zum Beispiel Davis, der für mich eine 5 war. Oder Leimer, der nicht nur schwach in der Defensive war, sondern auch mehrfach Fouls verursacht hat. Ja, das sehe ich als schwach in der Defensive. Ne? Er hat zweimal an der Strafraumgrenze, da an der Kante, ein bisschen weiter dahinter, den Freistoß verursacht, was völlig unnötig war. Sondern auch mehr. Kim hat sich zumindest in der zweiten Halbzeit gesteigert. In der ersten war er schwach. Goretzka, Kimmich und Kane waren okay. Alles in allem sehr zerfahren und noch immer sieht man keine Struktur im Spiel. PS, nun dein Video gesehen, bist heute zum ersten Mal positiver als ich. Bei den Benotungen haben wir oft die gleiche Meinung. Gnabry sehe ich eher bei einer 4, Davis 3, ansonsten sagt alles, was ich denke. Ja, ich habe mal das Positive rausgenommen, ne? Man muss auch mal, weißt du, Zuckerbrot und Peitsche, ne? Nee, ich fand's jetzt auch nicht so schlecht. Wie gesagt, die Gegentore in der zweiten Halbzeit, wären die nicht gewesen, hätten wir alle vom Top-Spiel geredet, ja? Darf man ja nicht vergessen. Und, wie gesagt, die waren wild. Ich kann es immer noch nicht wirklich erklären, wie die zustande gekommen sind, also. Mit dem Kader und Tuchel, wo Kimmich alles bestimmt, wird auch nie Struktur reinkommen. Ja, das ist das große Problem. Also, ich möchte ja auch nicht immer nur Kimmich-Bashing betreiben, aber ich glaube, Kimmich ist schon das Problem aktuell. Weil er einfach viel nicht zulässt. Ja? Weil er halt diese Position spielt und diese Position nicht spielen kann. Ich könnte schon wieder. Aber ganz ehrlich, dann muss man auch als Trainer die Balls haben und sagen, weißt du was, Josh, du bist jetzt rechter Verteidiger. Habe ich schon in den letzten Videos gesagt. Und wenn er es irgendwie schön verpackt und sagt, ey, du hast das jetzt gesehen beim Conny, ne? Also das geht so nicht. Der Champions-Sieger es reicht halt nicht. Du bist jetzt der rechte Verteidiger bis zur Winterpause. Und dann schauen wir weiter, ob wir jemanden verpflichten oder nicht. So, Punkt. Fertig. Aber wird ja nicht gemacht. Weil man möchte Majestät ja nicht auf den Schlips treten. Letzte Woche Jamal noch abgeschrieben. Einmal war schlecht, besonders das unnötige Foul zum 4:3. Von Mats Rühe halte ich aber auch nichts. Er wird immer deutlicher, dass Tuchel vollkommen recht hat, dass wir noch einen echten Sechser und Verteidiger benötigen. Ja, hat das jemals jemand bestritten, dass er da vollkommen recht hat? Das ist zumindest hier auf dem Kanal nicht. Auch Ulreich machte bei den Gegentoren keine gute Figur und seine Abschläge und es ist jetzt wirklich überfällig, dass Tell für Gnabry von Anfang an spielt. Ja, kann ich dir komplett so zustimmen, außer den ersten Satz, den verstehe ich nicht ganz. Letzte Woche Jamal noch abgeschrieben. Du jetzt oder was meinst du? Also abgeschrieben hatte ihn keiner eigentlich. Man hat halt nur kritisiert, dass er zu sehr eigensinnig war, was er jetzt nicht mehr war. Aber ansonsten stimme ich dir voll zu. Das Spiel hat mich irgendwie an die Nationalmannschaft erinnert, Spielaufbau zu langsam und jede Menge Querpässe bzw. Pässe nach hinten. Meiner Meinung nach sollte man öfter mal versuchen, über Außen zu spielen und zu flanken. Yes! Ich verstehe auch nicht, dass Kimmich wieder die Ecken schießt. Ja, Kimmich schießt ja nur die Ecken von links. Euros Ecken im letzten Spiel waren 10-mal gefährlicher. Yes. Lass mal den Trainer Zeit. Ist einfach so, im Nachhinein kann man sagen, wäre man bei Nagelsmann geblieben, wäre man wahrscheinlich jetzt von der Entwicklung weiter.
Es ist aber leider so, dass es nicht mehr so ist wie vor gut 13 Jahren. Zuerst kam Van Gaal und brachte neue Impulse und Ballbesitzfußball zu uns, dann kam Jupp und es wurde noch besser und dann Pep und die Entwicklung ging. Wäre er geblieben, würden wir alles in Grund und Boden spielen. Man sieht ja, was er in gut 7 Jahren aus City gemacht hat. Der Fehler lag darin, nach Pep kamen Trainer wie Carlo oder Kovac, die alle wieder einen anderen Ansatz hatten als die vorigen Trainer. Ja, also jetzt irgendwie zu sagen, wären wir bei Nagelsmann geblieben, ist völliger Schwachsinn. Ja, also wir haben die Entwicklung gesehen, die unter Nagelsmann da war. Wer weiß, ob wir weiter wären oder nicht noch weiter zurück. Ja. Also Tuchel versucht ja irgendwie aufzureißen, die Strukturen. Ich denke auch noch niemals, dass das alles so auf dem Nagelsmann abzuwälzen ist. Ich denke einfach, wir sind zu eingefahren in diesen Kader. Ja, wir sind zu eingefahren auf Neuer, Kimmich, Goretzka, Müller und dann Levi. So, darauf waren wir eingefahren seit gefühlt Anfang der Zeit. Ja? Und da halt rauszukommen, ist halt schwer. Dann ist Levi weggebrochen. Ja, haben wir gesehen, was passiert ist. So, dann ist Manu weggebrochen durch eigene Schuld. Ja. Und Kimmich und Goretzka spielen seit Jahren, was heißt seit Jahren, ist übertrieben, seit Monaten nicht an ihrer Leistungsgrenze. Ja. Und Kimmich spielt nicht diese Rolle, die ein Tuchel haben möchte. Tuchel möchte einen klaren Sechser haben und den haben wir nun mal nicht. Punkt. Den haben wir halt einfach nicht. Fertig. Ja, da muss man Kimmich auch keinen Vorwurf machen. Der einzige Vorwurf, den man Kimmich da machen kann, ist, dass er sich da hinstellt und sagt, ich bin der Sechser. Das ist er halt nicht. Ja, er könnte es sein, wenn er es wollte, denke ich schon. Aber er interpretiert das halt einfach anders. Also von daher, wo ich dir recht gebe, ist, was so die Trainerentwicklung angeht, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, sehe ich eh nicht kritisch. Wie du sagst, früher hat man noch so einen Sinn dahinter gesehen, ja? Dass man so die Trainer verpflichtet hat, wo man ja so dieselbe Philosophie sieht oder wo man auf die Philosophie des vorigen Trainers aufbauen kann. Ja? Und so die letzte Zeit ist es so, ja, der spielt eher defensiv und auf Konter, dann holst du einen, der super offensiv spielen möchte, am besten ohne Abwehrspieler. Dann holst du wieder einen, der wieder eher mehr defensiv ist und eher für, weiß ich nicht, was steht, hat er bei uns noch nicht gezeigt, für was er steht. Also wir springen immer hin und her, aber haben immer noch dieselben Spieler. Ja. So, das darf man nicht vergessen. Alle Schlüsselpositionen sind immer noch dieselben Spieler wie vor 10 Jahren. So. Wir spielen wieder im 4-2-1-3 Kacksystem. Ja? Das Nagelsmann hat versucht aufzureißen mit der Dreierkette, mit der Fünferkette, was ja teilweise dann in der Hinrunde super Fußball gezeigt wurde. Ja? Kombinationsfußball haben wir, keine Ahnung, seit einem Jahr nicht gesehen. Ja? Ich überlege gerade, ich habe seit einem Jahr nicht ein schön herausgespieltes Tor gesehen, wo man mal sagt, Alter, was war das denn für eine geile Kombination? Ja, so da müssen wir wieder hinkommen. So, ob der Tuchel das packt, werden wir jetzt sehen, denke ich. Kimmich Goretzka verkaufen und Gavi Petri holen. Ja. Wir hätten Kimmich und Goretzka 100 pro verkauft, wenn die hätten weggewollt. Wollten sie aber nicht. Oder wollen sie nicht. Das ist so das große Problem. Genauso ein Gnabry. Und findet man einen Verein, der von Gnabry dasselbe Gehalt zahlt, als das er bei uns bekommt. Findest du doch nicht. Wer soll das denn zahlen? Ja, ist doch dasselbe Problem gewesen wie beim Mané. Ja, Saudi-Arabien zahlt das. So, dann hört es aber auch auf. Zahlen doch nicht mal die Engländer. Das ist halt Teufelskreis. Perez hätte den Elfer gehalten. Ja, ich hätte den auch gehalten. Ist doch klar. Das war echt ein sehr softer Elfer. Was spielen wir bitte? Körpersport und da kann man sich keine Gliedermaßen abschneiden. Aber klar, dieses Mal war es ja pro Bayern. Da kommt wieder, wie immer, keine Kritik. Aha. Du Pfeifenkopf, Alter. Fabian, was? Tirok? Alter, guck dir das scheiß Video mal an, was ich da gesagt habe, ey. Wäre schon ein Grund, dich hier eigentlich wegzubannen für so eine dumme Aussage, Alter. Ich habe ganz klar gesagt, dass es für mich kein Elfmeter ist. Ja.
Also wenn der Spieler aus 1,5 Metern angeköpft wird, weil er den Arm so abhat, wo kommen wir da hin? Also wild. Und ich habe hier auch keinen Kommentar irgendwie gelesen, wo irgendwas anderes Gegenseitiges steht. Also deine Aussage ist mal wieder, weiß ich nicht, ob die ernst gemeint ist, keine Ahnung, mit deinem lachenden Smiley da, aber ansonsten ist sie Dünnpfiff. Jetzt hat Dortmund den gleichen Elfer kassiert, solange die FIFA oder UEFA nicht eine klare Linie abgeben, ist immer wieder das zu entscheiden, dann geht dieses Zirkus so weiter. Für mich, wenn der Ball aus so kurzer Distanz angeschossen ist, egal ob der Arm angelegt ist oder auch nicht, ist das kein Elfer. Oder man muss blut und stur bleiben und einfach jeder Kontakt mit der Hand bestrafen, aber dann jeder ohne Ausnahme. Ja, dann hast du 10 Elfmeter auf jeder Seite im Spiel, weil jeder Gegenspieler versucht, den Abwehrspieler nur noch an den Arm zu schießen oder anzuköppen. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, oder? Ist halt nicht, geht halt nicht. Ja. Ich meine, gut, sollte der jetzt so da stehen, im 16er, wie so ein Handballer oder wie ein Basketballer in der Defensive und kriegt dann den Ball aus 1,5 Metern oder 2 an die Hand. Ja, da muss ich leider sagen, Alter, selber schuld, pfeifen Elfer. Ja, aber wenn ein Spieler da so steht oder er ist in der Bewegung, weil er gerade ein bisschen hochspringt und der Arm geht dann nun mal so ab, was eine natürliche menschliche Bewegung ist und wird dann aus 1,5 Metern oder 2 angeköpft, dann ist das kein Elfer. Punkt. So, da muss man nicht rumdiskutieren. Aber ja, wir haben nichts zu sagen. Wir sind nur die, die das interpretieren. Das sind andere Leute, die dazu sagen haben. Und eine klare Linie gibt's da nicht. Einmal heißt es ja, wenn die Körperfläche vergrößert wird, ja, ist ja dann, wenn du hochspringst und den Arm ein bisschen abnimmst, vergrößerst deine Körperfläche. Dann heißt es wieder, macht man das bewusst, unterbewusst, bla, Sülz, da blickt doch keiner mehr durch bei den Regeln. Ne? Also, Opa hat immer Angst, Fehler zu machen und das ist sein größter Fehler. Ja, fühle ich die Saison gar nicht, aber fühle ich beim Opa gerade gar nicht. Muss ich dir komplett widersprechen. Ja, letzte Saison habe ich das voll gefühlt zu 100%, aber auch erst nach den Manchester City Spielen. Vorher habe ich das auch nicht gefühlt beim Opa. War ganz abgeklärt, ganz ruhig, auch jetzt gegen Manchester United war das so. Auch die Spiele vorher. Also ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass der Opa irgendwie fickrig ist oder Panik kriegt oder sonst was. Also er war ganz ruhig. Also fühle ich nicht diese Aussage. United-Fan wieder hier. Glückwunsch zum Sieg. Ich bin echt wütend auf unsere Mannschaft. Alles individuelle Fehler und viel zu viele Ausfälle. Wir hatten einerseits das Spielglück, wir hatten dafür die random Tore. Wir sehen uns im Dezember wieder mit einem deutlich besseren United-Team. Ja, da gehe ich auch von aus, dass das Rückspiel auf jeden Fall interessanter wird. Alles individuelle Fehler, weiß ich nicht. Also, ihr wart schon sehr schwach hinten. Ja, wenn man mal sieht, dass wir noch die Pfostenschüsse hatten und dann viele Halbzehn, wo man einfach hätte nur mal besser spielen müssen und mal Harry Kane vielleicht ein bisschen einbeziehen, dann hätte das echt deutlich ausgehen können. Wir hatten aber auf jeden Fall das Spielglück zu 100%. Ja. Wie gesagt, die ersten 20, 25 Minuten wart ihr die ansehnliche Mannschaft. Fußballerisch, gar keine Frage. Also, wäre da ein Tor gefallen, wäre das Momentum vielleicht auf eurer Seite gewesen. Ne? Also, aber hätte Fahrradkette, wen interessiert's am Ende? Aber ich gebe dir recht, ich denke auch, dass es im Rückspiel viel interessanter werden wird. Naja, die Random-Tore kann man durchaus auch als Spielglück gelten lassen. Nicht herausgespielt und größtenteils Lucky Punch-Treffer. Naja, weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Weil, ja, dieses Spielglück, wenn es 3-2 ist, wenn es ein 3-3 wäre aus dem Nichts, würde ich noch sagen, ja, kannst du mitgehen. Also ich sehe es auch eher so, dass Spielglück ist, wenn du die Mannschaft bist, die schlechter ist, die nicht im Spiel ist, die unter Druck steht und dann durch einen Torwartfehler ein 1-0 machst. Und dadurch dann ins Spiel kommst, stabiler wirst und so weiter. Das sehe ich auch eher als Spielglück an. Genauso wie dann die Elfmeterszene. Du kriegst das 2-1, ja, du bist dann sofort wieder im Spiel, kriegst dann aber ein Elfer geschenkt. So, und das war ein Geschenk. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, das sehe ich dann auch eher als Spielglück an. Als wie ein 3-2. Ja, meine Meinung. Oder ein 4-3. So, wen interessiert es am Ende des Tages? Ich sehe das nicht so, die Tore waren schon rausgespielt, bis auf den Freier, aber man hat halt gemerkt, dass unsere Spieler keine Ahnung hatten, wohin mit dem Ball.
Durch ein paar seltsame Pässe haben sie den Ball eben irgendwie ins Netz bekommen. Mit Spielglück meinte ich das Timing von Torwartfehler und den Elfer. Ja, bin ich beide. Also habe ich ja gerade schon erklärt, wie ich das auch sehe mit dem Spielglück. Glücklich durchgewurstet gilt kaum als herausgespielt. Erster Treffer glücklich abgefälscht. Zweiter eine Bodenturneinlage mit sehr viel Glück. Der Ball genauso landet zum Weiterverarbeiten. Irgendwie reingestochert, sicherlich nicht absichtlich. United war nicht so schlecht. Das Spiel hätte in den ersten 20 auch eine andere Wendung nehmen können. Der Torwartpatzer war der Knackpunkt, aber United wird sich fangen und bestimmt werden die Volksspur kommen. Ja, da sind wir wieder beim Spielglück. Alter, ihr haut aber heute gute Romane raus, ne? Lob und Anerkennung dafür. Da muss ich aber erstmal was trinken, bevor mir gleich die Sprache verschlägt. Ah, schön. Sané ist aber schon länger so. Er nimmt oft in der Vorwärtsbewegung Speed raus und sucht erstmal ewig, bis er dann am Schluss selbst abschließt und fast nie trifft. Er passt irgendwie nicht so ganz ins Team, habe ich das Gefühl. Gnabry musst du nur füttern. Genau wie Kane, dann treffen die schon. Aber Sané ist wie ein Fremdkörper für mich. Ja, er trifft auch mal in wichtigen Spielen, aber das sind alles Einzelaktionen. Allgemein, wann wurden zuletzt richtig schöne Passkombinationen durchgeführt und dann ein Tor erzielt? Kann mich nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Doch in der Hinrunde unter Nagelsmann, in der letzten Saison, wo Schuppo der Neuner war. Einfach immer wieder dasselbe Schema und null Ideen der Leute da vorne. Yes, stimme ich dir vorzu. Man sprintet bis zum 16er, legt den Ball dann nach außen ab und spielt entweder wieder nach hinten oder flach nach innen. Keiner steht oder der Ball nicht ankommt. Fast alle Tore werden gefühlt aus der zweiten Reihe geschossen. Man kommt nicht mehr spielen durch die Abwehr. Das ist einfach nicht mehr schön mit anzusehen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn wir keinen Weltklasse-Einzelspieler hätten, hätten wir in der Bundesliga die ersten Spiele allesamt nicht siegreich bestritten. Ich glaube ohnehin nicht mehr an eine erfolgreiche Saison, aber hoffentlich kommen wir so weit wie möglich. Also erstmal stimme ich dir zu, habe ich ja vorhin auch schon ausgeführt, wann wir das letzte herauskombinierte Tor mal gesehen haben. Oder auch mal, ja, wie ich schon sagte, bis zur Außenlinie, dann mal eine Flanke rein oder auch scharf, flach reingeschossen auf den Stürmer. Das alles sehen wir nicht. Bin ich komplett bei dir. Unser Spiel besteht aktuell aus Einzelaktionen. Ja, gerade erste Halbzeit waren es nur Einzelaktionen, wo wir mal Richtung Manchester City Tor gekommen sind. Ja. Sané jetzt so als Fremdkörper fühle ich jetzt nicht. Ja, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich finde schon, dass er eingebunden ist im Spiel. Er macht halt zu viel aktuell, dass er nach innen zieht oder komplett auf die andere Seite mit dem Ball rennt. Also das ist komplett idiotisch. Wenn man das mal vergleicht mit so einem King, der auf der rechten Seite ist, kriegt einen Ball, er sieht keiner da, keiner, der helfen kann, sonst was, er guckt rüber, linke Seite ist frei, dann schlägt er den Ball komplett über auf die linke Seite rüber. Ja. Das ist, was mir beim Sané abgeht. Ja, er macht immer dasselbe, er versucht auch gar nicht mal außen lang zu gehen. Ne? Versucht er erst gar nicht. Obwohl er ja auch einen rechten Fuß hat, mit dem er mal eine Flanke schlagen kann. Also, weiß ich nicht. Schwierig. Und Gnabry, nee. Ja, das Ding hat er gut gemacht, keine Frage, den macht auch nicht jeder. War natürlich erstmal top vorbereitet von Musiala. Aber mit Sicherheit macht den nicht jeder rein, da bin ich bei dir. Aber ansonsten ist ein Gnabry auch nichts mehr. Ja, gar nichts. Also keinerlei Präsenz, Einstellung. Fühlt sich immer an so als, weiß ich nicht. Als hat er keinen Bock oder ich kann es ganz schwer erklären. Ansonsten, wie gesagt, stimme ich dir zu, Kombinationsfußball ist bei uns aktuell nicht gegeben. Obwohl es in der zweiten Halbzeit besser war. Dank Musiala, aber auch dank Kane, ja, der ja mehr der Spielmacher war wie alles andere. Aber da hat es dann wieder so ein Sané auf der linken Seite komplett ignoriert. Ne? Wenn er den Ball gekriegt hat, dann meistens irgendwie eine Einzelaktion versucht, irgendwo hinzurennen, hinzuziehen. Oder den Ball wieder nach innen gepasst. Wild. Ich weiß nicht, ob es aktuell bei uns so ist, dass Flanken verboten sind, habe ich manchmal das Gefühl. Ohne Sané, Musiala, Tell geht nach vorne nichts. Nicht Sané passt nicht in die Mannschaft, sondern die Mannschaft passt nicht zu Sané. Ja, auch das fühle ich nicht. Ich denke schon, dass das passt.
Und Sané muss ganz klar auch mal ein bisschen mehr den Kane mit einbinden. Und halt nicht mal quer über den ganzen Platz laufen mit dem Ball am Fuß. Ja, so, das sind die Sachen. Ich denke, dass er in die Mannschaft passt, sieht man, wie oft er den Ball halt kriegt. Ja, also dann wäre das ja so, dass er keine Bälle kriegen würde. Also ich denke, das passt schon. Bei 16 bis 20 Metern darf man auch mal aufs Tor schießen. Zu dem Zeitpunkt war doch keine anspielbar. Wieso sollte man auf Krampf den Ball quer passen und ins Tor tragen? Das ist kein Football und dementsprechend auch kein Touchdown. Aber alle versuchen sie, den Ball hineinzutragen. Okay. Weiß ich nicht, ob das alle versuchen bei uns. Also aktuell schießen wir ja schon eher aus allen Lagen aufs Tor wie andersrum, oder? Wenn der Tuchel am Ende der Saison wieder nur die Meisterschaft gewinnt, wenn er sie gewinnt, dann muss er sich an die eigene Nase fassen, denn den Kader hat er, wenn er nichts draus macht, weil er sich nicht traut, gewisse Spieler auf die Bank zu setzen oder die Spieler falsch einschätzt oder einsetzt, so wie gestern der Leimer, der am falschen Platz war, oder ein Gnabry, der nicht nach hinten arbeitet, dann muss der Tuchel die Konsequenzen daraus ziehen. Da bin ich mir sicher, dass ein Xabi mehr daraus machen würde. Ja, da bin ich zum Teil bei dir. Gerade was das betrifft mit Spieler aufstellen und Spieler nicht aufstellen, nicht nur auf den Gnabry bezogen, auch auf den Kimmich bezogen, stimme ich dir voll zu. Zum anderen, ja, muss er dann vielleicht sein System anpassen. Ja, er hat jetzt keinen Holding Six, richtig defensiven Sechser, wie auch immer. Er testet nicht aus, einen Upa oder sonst wen dahinzustellen. Ja, da muss er halt, ja, das spielen, was wir jetzt spielen, wieder ein 4-2-3-1. Ja. Und da muss er damit leben, ja. Oder er müsste eine Dreierkette, eine Fünferkette, sonst was spielen. Also da muss er sich auch ein bisschen anpassen. Aber ja, man könnte natürlich auch einfach mal ein paar Spieler austauschen oder auch mal dahin setzen, wo sie vielleicht der Mannschaft am meisten bringen und nicht, wo sie sich persönlich sehen. Also die Ergebnisse sprechen nicht wirklich für uns. Warum nicht? Also ich finde schon, dass die Ergebnisse für uns sprechen. Gerade das ist das Einzige, was für uns spricht, finde ich. Was los? 3 Siege, ein Unentschieden und jetzt ein Sieg in der Champions League. Was spricht da nicht für uns? Also, verstehe ich nicht. Weil es jetzt noch 4-3 war, oder was? Am Ende des Tages wurscht. Wir haben 3 Punkte und haben Manchester United in der Champions League geschlagen. Ist doch alles tutti. Einmal war so schlecht, nur komisch, dass er als einziger Bayer im Football-Transfers Champions League-Team auf der Week steht. Ja, das ist ja schön, dass der Football-Transfers Champions League-Team of the Week ist. Ja, das ist ja schön, wenn der Football-Transfer das so sieht. Für mich hat der defensiv keinerlei gute Figur gemacht. Und schon gar nicht so gut, dass er in irgendeiner Top 11 im Champions League der Woche Team stehen sollte, Alter. Schneidet euch die Szenen mal zusammen, wie oft es über die Seite zu einer Flanke kam. Also, lächerlich. Das Schlimme ist, Gnabry, Sané und Kimmich sind eine übertrieben arrogante Kombo. Alle auf die Bank lassen, einfach andere nicht zur Entfaltung kommen, sieht das der Expertenrat nicht. Den Expertenrat gibt es nicht mehr. Sané hatte gute Spiele, der Rest taugt eher nix. Auch Goretzka kommt besser. Ja. Beim Sané gehe ich nicht mit. Gnabry und Kimmich arrogant, weiß ich nicht, ob man das Arroganz nennen kann. Ich würde das Überheblichkeit nennen. Also Arroganz würde ich das gar nicht nennen. Also die kommen mir nicht arrogant rüber. Aber überheblich sind sie, ja. Denken so, bah, Alter. Und dann so, bah, Alter, wird gezeigt. Weißt du? Aber es liegt halt einfach daran, wie sie behandelt werden. Ne? Wenn man permanent nach hinten spielt, bleibt nicht aus, dass es hinten zu Problemen kommt. Und wenn unsere Abwehr nach vorne spielen wollte, waren keine Anspielpartner da. Ich fand viel zu wenig Bewegung, Kimmich wie immer das Tempo rausgenommen. Harry Kane muss sich die Bälle immer selber holen und ist dann ab der 70. Minute müde. War endlich mal Glück für uns, das war sonst immer anders. Wir haben auch nur mit 10 gespielt, da Gnabry nicht existent. 3 Punkte, wichtig, aber so kommen wir nicht weiter. Klar kommen wir so weiter. Ich denke, die Gruppenphase werden wir schon überstehen.
Und auch im K.O.-Spiel, Leute, wir haben am Ende 4-3 gewonnen. Das darf man immer nicht vergessen. Wenn wir K.O.-Spiele haben und wir gewinnen ein Spiel und Spiel 1 unentschieden, sind wir weiter. Punkt. Und wenn es 7-6 ist, wo wir gewinnen, ein Sieg ist ein Sieg. Klar gibt es viel zu verbessern, habe ich ja auch alles angesprochen hier, aber man muss das jetzt auch nicht so schwarz malen. Mit Kimmich und Gnabry gehe ich ja voll mit euch. Ne? Und Harry Kane, ja, Harry Kane ist keiner, der 90 Minuten Vollgas gehen kann. Ja, ich denke mal, das haben wir bisher auch gesehen. Und wenn er dann nach hinten und sich fallen lassen muss und nach außen ausweichen und so weiter, dann fehlt ihm vielleicht am Ende die Körner. Ja, da bin ich auch bei dir. Ja. Knapp ja ungenügend. Setzten 6. Das Tor hatte er zu 90 Musiala zu verdanken. Ja, gut, aber du musst den auch immer so reinmachen, ne? Muss man auch sagen. Hat er schon gut reingemacht, aber klar, geleistet für die Chance, den so reinzumachen, hat er nichts. Kimmich wird mir langsam suspekt. Immer nur nach hinten die ganze Saison. Mit nur Kimmich und Goretzka wird nichts. Da glaube ich ehrlicherweise, das ist so ein bisschen dieser Thematik geschuldet. So, wir haben keine Holding Six, wir haben keinen richtigen Sechser. Und dass er sich dann dahingestellt hat und so, ich bin der richtige Sechser. Ich glaube, das ist der Thematik geschuldet, dass ein Kimmich aktuell noch mehr wie sonst das Spiel langsam macht und nur nach hinten und quer spielt. Ich glaube, er möchte unbedingt zeigen, so, ja, ich kann Defensive, ich kann das. Aber irgendwie versteht er nicht, dass er auf der falschen Position immer ist. Ja? Und es heißt ja nicht, dass ein defensiver Sechser immer nur nach hinten und quer spielen muss. Ganz im Gegenteil. Aber vielleicht spielt das so ein bisschen eine Rolle in seinem Kopf, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, ja. Ist aber wenn dann der falsche Weg, meiner Meinung nach. Hör mir mit diesem Kimmich auf. Gegen Bochum Samstag gibt's das wieder ein richtiges Gegurke. Ach, ich glaube, so weißt du, so Musiala ist ganz gut drauf. Kane ist ganz gut drauf. Sané ist ganz gut drauf. Die Frage wird sein, wer spielt. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir ein gutes Spiel sehen werden. Aber es kann auch ein Gegurke werden, ja, da stimme ich dir zu. Erster. Und damit vielen lieben Dank, Leute, für eure Kommentare und wir sehen uns. Rot-weiße Grüße gehen raus. Tschüssi.